berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders, nicht was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen, Abenteuer nachjagen, aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Und so sind wir nun hier kopfüber nach einem hammermäßigen Intro, nach dieser atemberaubenden Einleitung, sind wir nun hier kopfüber aufgehängt und wir wollen hier raus. Irgendein Irrer hat uns hierhin verschleppt. Wow. Und jetzt wollen wir hier raus. Am besten Das wird jetzt wehtun. ja, das wird wehtun. Wir schwingen es darüber und ja, haben noch kein. Jetzt aber Feuer gefangen. Und das tut weh. Oh. Gut, das fängt ja schon mal richtig krass an hier. Wir müssen uns jetzt hier nach diesem Schiffbruch
müssen wir hier jetzt ums Überleben kämpfen. Was ist das hier? Wo hat uns dieser Irrer hier hingeschleppt? Was ist bloß passiert? Eine Fackel. Eine Fackel. Die nehmen wir doch gleich mit und gehen hier weiter. Das war laut. Oh, da spricht jemand. Okay, zünden wir mal das hier an und machen uns so den Weg frei. So. Hier ist doch irgendwo jemand. Er muss mich gehört haben. Oh, verdammt. Gut, und was ist das hier? Jetzt kommt das erste Mal dieser Überlebensinstinkt ins Spiel. Dann sehen wir hier Feuer und da oben ist ein Fass. Und das können wir jetzt in die Luft jagen, wie es aussieht. Indem wir das hier anzünden. So. Und jetzt schnell in Deckung gehen. Boom. Gut. Weiter geht's. Springen, alles klar. Wow. Ach du Scheiße. Ich will dir nur helfen. Was will der von mir? Ich will dir doch nur helfen. Ja, helfen. Du willst mir nicht helfen. Du willst mich zum Abendessen. Komm zurück. Ich will dir So, suchen wir uns weiter den Ausweg hier. Pass auf, dass du die Finger nicht verbrennst, Lara. Finden Sie einen Weg hier raus, alles klar. Wir haben hier explosives Zeugs. Da Wasser, aber da ist kein Wasser. Da oben ist ein Gitter. Mehr Feuer. Oh. Ja, Feuer. Wie praktisch, dass hier überall Feuer rumhängt. Das ist ja schon cool. Okay, haben wir hier denn für ein Ding? da was zum Anzünden. So, ein Seil gelöst. Das zweite Seil auf. Und jetzt haben wir hier den Weg blockiert, wie es aussieht. Wir können jetzt das Zeugs hier alles blockieren und anzünden. Sehr gut. Und jetzt nehme ich mal an hier, wo wird es hier weitergehen. Springen wir mal rüber. Und jetzt geht das Teil runter und zieht das Zeugs. Naja, ich habe es wenigstens versucht. Okay, zweiter Versuch. Auch hier überspringen. Jetzt drauf bleiben. Alles klar, jetzt haben wir da das brennende Zeugs da in diesem Käfig. Und jetzt gehen wir zu dem Käfig rauf und jetzt müssten wir da wohl, dass der, den wir von der anderen Seite gesehen haben, jetzt können wir ihn bestimmt. Ja, genau. Bam. Da hat's rasch geleckt. Jetzt müssen wir schnell hier raus, bevor hier alles einstürzt. Krass.
ist das laut? Ich hoffe, man hört mich überhaupt nicht. Ich höre mich selbst gerade nicht mehr. Cool. Spring, Lara, spring. Oh oh. Wow. Oh, ein Schiff. Nochmal springen. Wow, 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 wow. Na, hoch. Hoch da, gut. Weiter, 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 weiter. Wow. Ah, nicht schon wieder der Psycho hier. Entritt. Ja, das war's auch mit dem. Ach du Scheiße. Nein, hoch, immer schön hoch. Ah, jetzt müssen wir mit den Pfeilen hochklettern. Ausweichen! Weiter, 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 weiter. Schon wieder. Komm schon, Lara, du hast es gleich geschafft. Noch ein kleines Stückchen. Und jetzt. Ja, raus aus dieser scheiß verflixten Höhle hier. Puh. Das geht ja ab hier, von Anfang an schon Action geladen. Unglaublich. Wir haben es geschafft, wir sind aus der Höhle raus. Und hiermit noch ganz offiziell und noch einmal ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Tomb Raider. Unglaublich, wie das schon abgeht hier. Ich spiele es übrigens in der höchsten Grafik, also Ultra. Ich hoffe, es hält alles. Im Moment habe ich nur 22 Frames pro Sekunde. Ich hoffe mal, dass das reicht. Vorher hatte ich noch 30, aber im Moment hat es wohl so viel Zeugs hier. Boah, seht euch das mal an. Schiffe aus verschiedenen Zeiten. Was mich ja fasziniert, ich bin ein kleiner Fan vom Bermuda-Dreieck und dieses Spiel liegt ja nahe, was dieser Mythos angeht. Wo sind sie? Aber das nur so allgemein, wir wollen jetzt ja spielen und unsere Freunde finden. Okay, Gut, jetzt kommt ganz langsam. das erste Mal so Zeugs, wo wir überlegen müssen, wie wir es anstellen. Wir müssen... Wow! Wow! Ausbalancieren, damit wir hier nicht runterfallen. Uiuiui. Bisschen mehr rechts, Lara, bisschen mehr rechts. Okay. Geschafft, alles klar. Gut. Weiter geht's. Jetzt springen. Geschafft. Mann, das ist ja ein Sturm, der da draußen tobt. Einfach Hammer, die ganze Grafik. Ich habe das Spiel nur rasch angespielt, um zu sehen, ob ich das auch in der höchsten Grafik spielen kann. Wie es aussieht, geht es sehr gut. Jetzt mit Aufnehmen funktioniert es auch. Das freut mich. Habe ich den richtigen PC hier gekauft. So, jetzt. Wow. Mit E greifen, alles klar. Nach oben springen, weiter, weiter, Achtung. Oben springen, weiter. Nach rechts. Oben, weiter, weiter, weiter. Weiter! Weiter! Genau, weiter. Und jetzt rüberspringen. Ah. Ab. Wow. Eieiei, nochmal Glück gehabt.
Blut verschmiert hier die Lara. Das Flugzeug noch immer nur da. Doch jetzt ein Flügel weniger dran. So. Die Wände hinaufklettern mit Leertaste, alles klar. Da bin ich auch schon immer die Hilfe da rechts oben. Dass man am Anfang noch weiß, was man überhaupt tun muss. So, hier war wohl mal jemand, ne? Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Die Kamera, die wir mitgenommen haben auf die Reise. Sam? Rob? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Aha, Funkgerät, neue Ausrüstung erhalten. Haben wir sonst noch etwas hier zum Ansehen oder so? Ne, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir ein Stück weiter. Oh! Wow! Wow, wow. Gut, der Küstenwald. Alles klar. Suchen Sie Zuflucht vor dem Sturm. Ja, das mache ich ja umso gerne hier. Unglaublich. Dieses Unwetter. Gut, das sieht doch schon mal gut aus hier. Alles klar. Suchen wir hier Schutz vor dem Sturm und ja. Sie verlassen uns. Hier war wohl schon jemand, so es aussieht. Ja, wasch dir mal das Gesicht und alles Zeugs. Das Blut von den Händen. Es ist schon ein bisschen sauberer als vorhin. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Wie muss sich das wohl anfühlen, verlassen, gestrandet zu sein? Keine Ahnung, wo man ist. In einem Sturm. Man kämpft ums Überleben. Das Wichtigste im Leben. Etwas vom Wichtigsten. Das Feuer. Das letzte Zündhölzchen. Sehr gut. Alles klar, nun haben wir hier Unterschlupf gefunden. Oh. Da ist jemand. Oder auch nicht. Wird sich wohl jemals jemand melden? Filmkamera. Sehen wir uns an, was drauf ist. Lassen wir die Erinnerungen hochkommen. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman.
Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, einen in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck Sieh lag? nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Ach, Sie wollen da Genug. tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Alles klar, hier sind wir also im Drachendreieck. Und sie denkt jetzt natürlich, dass es ihre Schuld ist, dass sie hier gelandet sind. Der Sturm hat aufgehört, Gott sei Dank. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Und hiermit will ich auch was Ich muss Neues etwas zu essen finden. ausprobieren. Und zwar will ich die Folgen jeweils unterbrechen. Damit war's mit der ersten Folge. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bei der nächsten Folge werden wir uns die Nahrung suchen und natürlich weiterhin nach unseren Freunden Ausschau halten und hier ums Überleben kämpfen. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt hier. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, was auch immer. Nehmt Kontakt auf mit mir, geht auf Facebook. Ja, bis zur nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider. Tschüss.